Oder der wird auch überraschend, wird sie gesehen, dass meine Regierungskoalition hun die ihre Regierungsprogramm carrément nieiert. Ich meine, das ist wirklich ganz interessant, das festzustellen. Und ich kann mich ganz gerne die Kommentare mehr rot ausschließen, die probieren aus dem psychologischen Hintergrund von der 180-Grad-Kehr zu erklären. Das ist für uns mehr wie das, wenn wir feststellen, dass die Regierung hier ihre Versprechen und ihre Vorsätze nicht anhält. Sicher hat CGFP gut verhandelt, wie den Herr Roth gesagt hat. Ich meine, das muss ich nun erkennen. Wir haben so durchgestaltet von der Regierungsseite, als könnte sich das ganz justifizieren, weil sich als finanzielle Situation terribel verbessert hat. Für das Regierung 2013 dann, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die Regierung gewählt wird, das ist eine andere Diskussion. Auf jeden Fall, wo die drei Parteien, die nur eine Majoritätsstelle genug Stimmen zusammenkruten, wie das Regierung können zu formieren, wo das der Fall war, hat man statt 720 Millionen Defizit. Heute haben wir an diesem Staatsbudget für 2017 über 1 Milliarde Defizit. Wir haben das 2 Milliarden, das Regierung hat gerade 2 Milliarden gelehnt. Ich meine, das ist nur in 2 Monate hier. Der Pluriannuell für die nächsten Jahre, Prävisionen für das Budget für die nächsten Jahre, haben all Jahr ein Defizit am Staatsbudget über 1 Milliarde. Und da stellt sich heraus aber ein ethisch froh. Gehen wir hin als Politik und machen eine Erhöhung von unserem Lebensstandard auf Kosten von Schulden, auf Kosten von dem, was uns Kinder, die nächsten Generationen müssen bezahlen. Haben wir nicht schon irgendwo aber ein Plafond erreicht, wo das so gut geht, dass man nicht mehr auf den Weg von so Maßnahmen muss gehen. Also verantwortlich an Zeiten von einem Milliardendefizit tun, nach so Maßnahmen zu hören, noch einer Steuerreform, an noch andere Mesuren, die die Leute aber auch mehr an der Portemonnaie brüsten tun, mir mengen nicht. Wir sind aber ähnlich konsequent wie CSV. Wir haben auch Kritiken in diesem Gesetz, aber wir ziehen die richtige Konsequenz aus unserer Logik und aus unseren Argumenten. CSV sieht, für wer alles schlecht ist, also ich stimme dafür. Und ich kann nicht sagen, wir machen eine Analyse, eine ethische Analyse, ob verantwortlich ist, das dort zu machen. Wir kommen zur Konklusion, das ist nicht verantwortlich und dafür stimmen wir mit nee.